Dafür heute Mr. Science schaut zu Stesel am Bongert verlauf. Nee, natürlich nicht. Mit den Amment sind die meisten Äpfel heute zeitig. Eitsch. Wo kommt den hallo hier? Der war vielleicht zeitig. Maja, an meinem Experiment von Haut erklären ich euch, wie so ein Apfel an ein Bier vom Baum überhaupt drauf fällt. Ja, das hat bestimmt mit der Schwerkraft zu tun. Ja, meh. Der Baum, der muss den Apfel ja aber verdammt lassen, ehe kann rauffallen. Diesem Baum sind die Äpfel schon zeitig. Und das gesagt gut, weil sich zwischen dem Baum und dem Apfel so ein kleiner Knupp gebildet wird. Und das ist der Platz, woher nur den zeitigen Apfel reißt. Bei den nicht zeitigen Äpfeln oder auch Beeren gesagt ihr nach kein Knupp oder nimmen ein ganz klein. Manner zeitigen Apfel lässt sich dann auch viel mehr schwer plicken. Ups. Pardon, Baum. Den ist sauer. Ja, war ja auch noch nicht zeitig. Aber Joseph, wie weißt den Apfel dann lo, dass ein zeitig ist? Aber ja, den zeitigen Apfel, der schwätzt sozusagen mit dem Baum. Und für euch zu beweisen, wen das möchte, habe ich ein kleines Experiment vorbereitet. An diesem Experiment seht ihr, dass die Banane, die bei den Äpfeln liegt, mehr sehr zeitig geht, wie die Banane, die allein da liegt. Es scheint also etwas vom Apfel auszugehen, was die Bananen zeitig möchte. Ein zeitigen Apfel stößt das Gas Ethylen aus. Das ist ein sogenannter Botenstoff. Als Banane, die reagiert auf den Ethylen, geht so wie sehr zeitig. Mit dem Ethylen, der geht auch vom Apfel Baum produziert. Und der Baum, den hält den Gas dann ab und dann reagiert der Baum. Oder besser gesagt, sind es Blätter rundherum einen zeitigen oder auch mal einen verfaulten Apfel, die diese Gas abholen und dann ein Altershormon produzieren. Und das Altershormon möchte, dass das Verbindungsstell zwischen dem Apfel und dem Baum verkocht. Und da geht den Stiel vom Apfel löst dir, bis den Apfel irgendwann aufreißt und rauffällt. Den Ethylen möchte übrigens nicht nehmen doppelzeitig, aber der wird auch benutzt an der Industrie, für so Sachen herzustellen, wie zum Beispiel das Plastiktut. Die besteht aus Polyethylen. Und an das Tut pleckt ich mal ein paar Äpfel dran. Ja, und dann gehe ich mir auch nach ein paar Bier plecken, weil Bieren, die schwätzen nämlich auch mit ihrem Baum, genauso wie die Äpfel. Und trotzdem sollen aber nicht Äpfel und Bieren nicht vergleichen. Sie schmecken ja erstens anders und in einer Form, und es gibt noch einen ganz interessanten Unterschied. Und den weiß ich mal. Guck mal, was passiert, wenn ich das Bier und diesen Apfel zusammen an Wasser halte. Mr. Science, Bier geht inner und den Apfel schwimmt. Wie ist das da möglich? Na ja, überlege mal. Und währenddem dir das macht, gehe ich mal hilfsichern bei einer Klasse auf Fenting. Als Schüler aus dem 6. Schuljahr staunen, wie sie als Experiment gesehen haben. Für was ist das dann lo so? Was meint ihr? Wir meinen, dass Bier aufgeht, weil Bier spitzer ist und den Apfel ist rund. Weil Bier eine andere Konsistenz hat, und weil also Bier ist ja mehr Müll wie den Apfel. Weil die Schule ist bei den Apfel, aber das Bier auch nicht. Wir meinen, Bier wäre mehr schwer wie ein Apfel. Wir meinen, dass es so ist, weil die Kerne vom Apfel mehr Luft tun. Ja, da tut natürlich ganz viele interessante Theorien, und die muss ihr selber überprüfen, und die machen alle ein Experiment. Die eng durchstundet wird Form, die Anna et Kind in der Schule leiien, wie ist es dann lo am Gewicht? Ma als ein Apfel ist doppelt so schwer wie ein Bier. An Arbeit geht als Bier inner, also hat nicht mit dem Gewicht zu tun. Das hat nichts mit der Schuld zu tun. Bier geht nach immer. Hat dann etwas mit der Form zu tun? Als Bier hat global die nämliche Form wie als ein Apfel. Und wie ist es dann mit der Theorie, dass mehr Luft rundherum den Apfel kehrt als wie bei unser Bier? Oh nee, und der Luft bei der Kerne leidet auch nicht. Heute sind zwei gleich große Stücke von Apfel und Bieren. Bier geht noch immer inner. Der Tee kann nicht in der Konsistenz vom Fruchtfleisch leihen. Ja, effektiv. Wenn ein Fruchtfleisch von einem Apfel mit dem von einem Bier vergleicht, seht ihr gut, dass bei der Bier Zellen ganz kompakt beieinander sind. Während beim Apfel Zellen viel mehr groß und ausgedehnt sind.
Voilà, kann ihn also soen, dat am selbechte Steck Bier méi dran ass wie an dem selbecht grosse Steck Apfel. Den Apfel as go manner dicht wie Wasser, an dodech kann den Apfel Wasser schwammen. Hey, Mr. Science, du hast eine Überraschung für dich. Okay. Joseph, dat kennst du aber noch als Dinger Kantet, oder? Natürlich, und ich kann bestimmt nach. Gida. Joseph, ich habe aber noch etwas für dich. Ah, also? Oh nee. Musst du eine Nudel rausfischen? Ja. Ich meine, ich komme nie mehr an das Klasse. Trotzdem, merci. Adi, Mr. Science.